Herzlich willkommen zu dieser hochklassigen Freundschaftspartie. Beide Mannschaften kennen sich bestens und deswegen darf man gerade mal gespannt sein, wie die Partie läuft. Sebastian. Ja, richtig, Tom. Also ich finde es besonders interessant, dass die Trainer alles auf den Platz geschickt haben, was Rang und Namen hat. Also alle Stars sind dabei. Es sind zwei richtig gute Fußballmannschaften. Der Druck ist ja gar nicht so da, weil es nur ein Freundschaftsspiel ist. Dennoch wird es ein richtig packendes Fußballspiel werden. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, und die Zuschauer sehen es genauso wie der Schiedsrichter. Die Aktion war gelbwürdig. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. So, den muss er jetzt verwandeln. Auch wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Er flankt den Ball nach innen. Und jetzt können sich zunächst mal die meisten der Fans hier im Stadion freuen. Die halten es mit der Heimmannschaft und die ist jetzt in Führung gegangen. Ja, das haben sie gut gemacht. Eine schöne Aktion. Das war der Führungstreffer. Die Chance erkannt und sofort reagiert und das Tor gemacht. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, ein schöner Pass. Ah, das ist so eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Ah, großartiges Zuspiel. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Ja, müssen wir darüber diskutieren? Nein, es gibt Freistoß. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. So, achten wir auf die Hand des Schiedsrichters. Er zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und jetzt könnte er auch noch die gelbe Karte aus der Tasche holen. Ja, den Ball hat er nicht gespielt. Stattdessen trifft er den Mann und sowas wird mit Gelb bestraft. Ja, und das ist eine... Oh nein, gehalten! Und jetzt muss er natürlich ganz schnell zusehen, dass er wieder zurück in sein leeres Tor kommt. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Kann er die Möglichkeit nutzen. So, jetzt kommt er langsam in Position, um zu flanken. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß.
keine Schwierigkeit für den Keeper. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Nutze die Chance. Also Elfmeter. Den haben wir. Das steht schon fest. Und jetzt nur noch die Frage, verwarnt er ihn obendrauf noch? Ja, da hat er eine mögliche Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Deswegen gelb. Boah, der Schiedsrichter drückt ein Auge zu. Nur gelb für diese Attacke. Eigentlich ist er ein sicherer Schütze. Ein Elfmeter wie aus dem Lehrbuch. Flach und perfekt ins Eck. Ja, schön, wie er den Ball weiterleiten lassen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeig ich da eine Karte oder nicht? Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite. Und das heißt nach dem Fußball 1:1 gelb-rot. Und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Achtung, jetzt brennt's. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Die ersten 45 Minuten sind vorbei und ich glaube, unterm Strich, da geht das 2:0 auch in Ordnung. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat die rote Karte für die zweite Hälfte. Lassen wir uns überraschen. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Und was für eine Parade. Das ist natürlich ganz wichtig. Der Torhüter hilft seinem Team mit diesen Paraden in einer schwierigen Phase. Und der Ball ist wieder im Spiel. Ja, da gibt es ja überhaupt kein Durchkommen. Er macht die Abwehr lächerlich. Schön weitergeleitet. So, jetzt kommen sie über den Flügel. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Gut mit der Brust angenommen und sofort. Und jetzt muss er schießen. Und er ist drin. Und glauben Sie mir, man versteht hier sein eigenes Wort nicht mehr. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Super, wie er den Ball verwandelt hat. Der Torhüter ohne jede Chance. Nicht nur viel Raum überbrückt, sondern auch noch den Mannschaftskameraden gefunden. So, das könnte jetzt seine große Chance sein. Riesenmöglichkeit. Und da lässt der Torwart überhaupt nichts anbrennen. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Gut gemacht vom Keeper. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben Sie es gesehen? Und seinen Mitspieler perfekt in Szene gesetzt.
Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. So, er spielt nicht nur den langen Ball, der kommt auch noch genauer. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Klasse Zuspiel. Jetzt hat er Raum. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, manchmal braucht man in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Glück. Das hat hier gefehlt. Klasse Zuspiel. Schöner langer Ball. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, aber die Zuschauer sehen es vielleicht zum Teil anders, aber der Schiedsrichter hat es richtig gesehen. Gelb. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Ah, wunderbar gesehen. Mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. So, jetzt hat er Platz. So, das ist jetzt der letzte. Ja, der ist noch heiß. Jetzt die Augen. Und der behält die Nerven, macht ein Tor. Der macht ein Tor. Und was für ein wichtiges. Ein klasse Schuss, unhaltbar. Ja, ein Mann mehr auf dem Platz, das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Ein schönes, langes Zuspiel. Zieh ab, Junge. So, den muss er jetzt reinmachen. Ein wunderbarer Pass. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Ja, das gibt Freistoß. Der Spieler ist sogar noch verletzt. Keine gelbe Karte. Aber dem Foul hat er sich doch verletzt. Warum gibt der Schiedsrichter da nichts? Der geht in die Mauer. Los, schieß, Junge. Ah, wie er den noch gehalten hat. Gut gehalten vom Torhüter. Und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Oh, hat nur noch den Torwart vor Augen. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ganz souverän, ganz locker rausgespielt, der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können Sie mehr als zufrieden sein. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir, das sind Sebastian Hellmann und